Willkommen bei einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Das kann man mir dem Sam von der Yugi-Equipe von Team Lützeburg. Und wir haben heute einen richtig coolen Produkt dabei. Nämlich aus der Teilen ein offiziell Konami OTS-Box. Die OTS-Boxen die von Konami den offiziellen Local Stores bereitgestellt. Einfach am Kader von den Locals. Wenn den ein Local Mod mischt, den garantiert ein OTS-Booster. An den Wéi werden Spaß plaiert, wat den OTS Booster huet. So eng Box, die as mal was net fir de Verkauf. Mir guten die Box dudurch, dass ech an einem Toner vom Mana-Tempel eich Platz krut, dat war de Preis in dem Moment fir Enke Mer von dem Mana-Tempel fir d'Organisere vum Tourneier an op fir de Preis den ze gemacht hun. An der Teil dann halt eng OTS 21 Box. Wat dat mat dazu genau op se schwt, dat verrunch während dem Video dann nach méi. Ich gebe so, dann mach mal Lummel einfach als Köcht op. An der Köcht Hummer am ganzen 100 Packs. Die 100 Packs sind jeweils pro Pack den nimmen 3 Karten. Und zwar hol den 2 Commons an eng Super Rare. Das ist aber so, dass auf verschiedene Packs auch am Platz eng Super Rare, dass du ein Ulti dran hast. Die Ultis sind so die Chase-Karten hier an dem Produkt. Ja, also an der Köcht. Abgangen an schon online nur geguckt, dat gibt kein offiziell Dinge von Konami, kein offiziell Angabe von Konami am Internet gibt gesucht all 17 Pack aus ungefähr ein Ulti, was dann hechraschend aus das zwischen 4-6 Ultien an so einer Box dra sind. Die Ultien sind wie so die Chase-Karten, wobei so muss du riesen Preisunterschied gehen wie wat kein Ultien zieht. In diesem Set haben wir am ganzen 3 Ultien mit enke Asamina Silvia pardon. Für die Master-Duel-Spieler hat ihr die Werte nicht wahrscheinlich kennen, da das für kurz Master Duel rauskommt. Die kostet 5 €, also Packs sind alle auf Englisch. Preise die ich so, die sind auch auf Englisch, die kostet 5 €. Dann haben wir einen Chambers Dragon Maid, bis mit alle Fan-Favorites, bis mit Alltag. Du kannst die auch 5 € und dann haben wir eine Karte, die eigentlich alle Menschen auf der Welt kennen, egal ob nach Yugi ziehen oder nicht, nämlich der Blue Ice Wild Dragon, den weißer Drache mit dem eiskalten Blick. Du kannst die 80 €. Die war zu Peakzeiten, wie der Z herauskommt, die bei über 200 €. Das für allem, weil am asiatischen Raum ganz belegt war, weil die Ultis aus dem OTS hat, die nämlich einen ganz speziellen Foiling. Das heißt, wo das durch den Monster oder dem Way, bei den halt vom Bild gesagt aus damit und drum aus die Ulti den Ulti packt. Und das so, dass bei verschiedenen Ultis das hat ganz belebt, bei anderen Ultis das hat nicht so belebt, aber beim Blue Ice Wild Dragon, den an dem Set dran ist, hat halt gesagt hat relativ gut aus. Da gebe ich dir mal einfach mal den echten Set ab, büge dass immer nur 3 Karten an einem Pack dran sind. An dass man 100 Packs hun werden da relativ oft dynamisch Karte gesehen. Dann hofft man einfach mal, dass man relativ viel Ultis zählen, dass man vielleicht 6 Ultis zählen und dass man die Blue Ice Wild Dragon die ein und Anarchia dran haben. Also wir haben als allerersten Achichi Adignista, Luna Light Saber Dancer und einen Christian Token. So, das heißt, wir haben also als 2 Comments und als Super Rare. Und ich so, stehen die einfach einmal immer so auf Zeit. Das habe ich ein bisschen nur. Das gibt nur Risiko, Risiko mit Packs. Da dran man dann natürlich richtig op die richtig Probe, wo der Ticker ja, das kein Problem. Und dann machen wir einfach mal weiter. An den OTS-Pack zu dem pro OTS-Pack für den verschiedene Karten. Das ist zum Beispiel immer ein Token dran, dass den mal heute gezogen haben. Das kann egal wen Token sind. Meistens von irgendeinem Deck, was gerade Meter aus oder Meter war. Und ja, die Tokens sind halt jetzt sind noch meistens die Karten, die Super Rest die am meisten gehen, dem der Wert für ein Token hat das. So, dann Nummer die Kuribon, Picari Adignista, und ein Memento Fusion. So, was für Karten sind an den Packs dran? Man hat schon von den Ultis gesperrt und Ultis wie meistens das sind meistens Karten, die entweder meta-relevant sind, an der letzten Meter relevant waren oder Fan-Favorite sind. Der Blue Ice Wild Dragon, das war zum Beispiel das bisschen mehr Switches, weil das sind nämlich das ist ein Fan-Favorite
an dat ass och meterrelevant gewicht die letzten Meter wie Structure Deck Blo als rauskommmers. As Mina dat war en Deck war immer rëmbusse Meter, dat war nie dat baschen Deck am Format war, mé dat war trotzdem euro Meter an dann die Chamberkarte, das hat en Kart, die as relativ mir alt Deckfir hat Fan gewicht dat gemacht hun. Oh, an ich gi so du hummer auch schon als den echte große Pool als echt Ulti Blue Eyes White Dragon. An lo sieht er auch am Video dat war ich mat dem Ulti Foiling gemeint huet neben zingen Flilik Hai seit in dem Löch ganz guten Ulti den Ulti-Effekt an der Teil as eng richtig Sche Ulti se Hai Uwen as se bëschen ofgeknickst für alles kein hier mint. Aber den Centering von der Karte das richtig schön. Und dann hast du heute etwas ganz sogar Hand im Reck gesagt normal was das dein Ulti ist. Du durch das High ein Streif was du für Bild abhält. Das ist aber sogar High Monate Fall. Also wenn du den Corner geknickst wird, da wäre ein Mint davon Gewicht. Also ein echter großer Pool. Ich lehne den mal einfach rein. Ich hoffe, dass wir da noch pro Ultis gesehen. Aber da hast du schon mal für den Durchfang nur 5 Packs nicht schlecht. Die holen wir ganz gerne mit. So, Kurivon Augmented Reality an ein Clement Fusion. Die OTS-Packs, die haben verschiedene Sprachen. Der kann davon immer davon auf, wo ich gerade spiele. Mir zuletzt durch, wir kriegen für Konami die Englisch hin, also an unseren Stores, an unseren Store, die wir haben, die Mana Temple. Dem Newe war never in Deutschland, Österreich, Schweiz an den Local spielt an eng offizielle Konami Boutique. Du den dann natürlich kein Englisch mit dann Deutsch Pack an Französisch, Länder Frankreich, Belgisch, Französisch, Italien, Italienisch. Und dann das bisschen witzig, dass man den OTS Ulti an als Zweet Ulti als Chamber Dragon Mates. Auch hier sind wir am Punkt um die Foiling ganz gut. Eng Kart wann se halt bis mir Meter relevant wie, da gi es auch mit daier, aber trotzdem was war och die Haien also der Tan ist mega gut köcht, weil normal was das so, dass das Handring nicht so richtig gut ist. Handring he am Funk, dass den Dobor zum Beispiel den Dobor soll genauso bret wie den Dobor verteilt der Fall aus normal was so, dass zum Beispiel du seid viel mich schmol als wie die Doe seid me auch um ein ganz Chain Hai neben dem Blue Eyes White Dragon und dann haben wir noch da ist auch witzig Mün am namenschte Pack mal 3 Karten zu die namens Karte dran talking about diversity mehr ja selten matt der Ulti das war wahrscheinlich so einfach so schick bringt mit dem Schicksal dass dann du die Namen kommen dran hast und du sind Ulti dran was ich wieder so wollt was willst du witzig mit den OTS Packs aus der die Comments, die erste Comments, die ich fannen kann, sind am Anfang die portugiesisch Comments. Nämlich also so, dass teilweise, es gibt nicht ganz so viele Boutiques in Portugal, und die meisten von denen haben auch englischsprachig. Also verbessert mich an den Kommentaren, wenn ich gerade Quatsch erzähle. Aber ich habe nicht nur gelesen gehabt, dass es so ist, dass die meisten Boutiques englischsprachig Packs haben, aber dass es aber dann verschiedene Boutiques sind, die portugiesisch sind. Und dafür sind die halt zu dynamisch Karte by the way verschiedene Politiker diese Portugiesisch schon und dafür als portugiesisch Comments das sind die High-Karten das sind effektiv die teuersten Comments von der Spruch her einfach weil die so selten sind. So, machen wir weiter mit Luda Cyberdancer, das Stadius Mega Monarch an YRF. Launch ein super op de kommen gemacht dat geht auch natürlich nicht machen wir die mal direkt richtig und dann gebe ich so den nächsten Pack Müll schon ein 10 bitte wie 10 durch gebe ich so zur Ultis das ist relativ gute Pull Rate kann man ganz gerne weiter machen gucken wir was du noch von die Band wat op dem das Box hat gewonnen mir hun stöcht mir Herzen Ulti nee das ist aber Fisch die man du leider kein Ulti nimmen de Fischstoff hier die Wand
wo die Haien gewonnen gouf ass wie gesagt vom Männertempo organisiert gewicht, aber das ganz war auf der Game on als ein Event wat emul am Joar zu Bonewicht stattfind normalerweise im Rotanten das war dann Centre kulturell von einer ASBL die sich dafür aussetzt für das Brettspieler, Videospieler, Computerspieler etc. Hier am Land viel gepusht gehen. Am Kader von dem Turnier war ich mal dann noch die Ausstellung, die war egal wen benennen, war ich mal auch gucken. Und auch das war ganz flott, das war schön organisiert, da waren viele Leute, die einen Goal, wo man Frauen hat, konnten selber Brettspieler kaufen. Dafür, wenn du an Zukunft einfach für nächstes Jahr sollt eine Reklame gesehen, ich meine, das müsste immer die 3. Woche November, nee, nicht November, Quatsch, Oktober sind. Da könnt ihr auch ganz gerne gucken gehen. Und auch am Allgemeinen, du waren neben dem Männertempel waren durch andere Boutiquen und andere Reservoir, die auch als Partner aus die hatten eigentlich auch ein Turnier organisiert, fand ich aber nur nicht so, was für ein Turnier das war, einfach weil ich so auf den Yu-Gi-Oh! Turnier fokussiert war. Geht die Local Stores gucken, das nach bis du bei Kartespieler am Yu-Gi ein ganz groß Community, One Piece, Riftbound, Pokémon, Star Wars, Digimon, Magic, Mirio selber ja auch bei uns Team Lützburg die ein oder andere Equipe, den andere Spieler, wo an die Kartenspieler vertraut sind. Dafür geht das gucken, wann da interessiert sieht oder einfach wenn der Größte wieder funktioniert. Die Boutiquen sind mega froh, wenn sie es gesehen. Und wir sind noch als Spieler froh, wenn man neue Spieler gewinnt, die interessiert Spiel sind. Yu-Gi oder One Piece oder Pokémon. Ich gesund der Mama Lummer einfach ein bisschen weiter am Opening. Mir holen mein Schüler Fusion für die 750 Mal gezogen. Das ist ein bisschen das, was ich gesagt habe, dass wir viele Karten aufwerten zählen. Aber das hängt als nicht davon ab, als dritt Ulti zu pullen. Mir schon Sylvia Chamber Dragons Mate an the Blue war Dragon, dat die nächste Ulti die Ulti die da fehlt aus ein Sylvia. Baby Pido schon gesucht für kurzem aus der Rest vom Deck op Master Duel rauskommen. Master Duel den offiziellen Online Simulator Online Spiel für Konami, wohin da kann sich sein Deck zusammenstellen. Also Karten zu Summe stellen, Decks machen, anderen online Free-to-Play gegen andere Spieler kann. An einem Rank-Modus, du gehst noch regelmäßig an Europa Turnieren organisiert mit richtig coole Preise. Das ist immer das K.O.-Turnier mit 121 Leuten, meistens die kleinen an der Woche. Kannst du den auch ein bisschen größer wie ganz bei 256 oder 512 Leute. Und die Turniere sind einfach in dem Sinne flott, weil einfach echt gratis und kann sich einfach ummelden, muss ich keine große Qualifikation dafür, kann ich einfach Masse Duel für das spielen. Und Preise sind von Plüschis über offiziell Pulloveren, aber bei den großen Turnieren gibt es was sogar ein Playstation verspielt für gratis Turnier von Städten. Das ist ein von den vielen Bär, die Konami in letzter Zeit probiert Yu-Gi-Oh! Zu pushen. Kann ich auf Master Duel halen, was ich will. Das wird aber auch ganz viele Leute, die auf Release, das ist mein Schluss schon 3 oder 4 Jahre hier, wo das rauskommt, 3 echter, meine nicht. Und ganz viele Leute zu Bursch, um über Yu-Gi zu schwätzen und auch jeweils auch immer Yu-Gi anzufangen, gemerkt, so viele Leute bei den Locals. Die kommen und gesagt, ja, schon Masse hochgeladen, schon an der Primärschule im Schulhaft. Ich meine, wir kennen das alle gut, die mit jemandem Yu-Gi-Oh! Kontakt getreten sind, das war ja meistens so. Da sind oft an der Primärschule im Schulhaft ohne Sleeves, sind teuersten Karten, sind ägyptische Monsterkarten oder sein weißer Drache oder sein dunkler Magier gespielt wird, obwohl ich nicht wusste, wie die Regeln gibt Figuren. Die dann halt erzählt haben, dass sie dafür mit Master Duel gefallen haben und dann sie das so cool fanden, dass sie dafür immer Local gekommen sind. Richtig coole Weg von Konami für Leute für das Spielen zu motivieren. So, machen wir halt weiter mal das Packs. Ich weiß nicht, ob wir an dem sind nach der Halt sind. Hier werden so den dritten Nummer abgemacht. So, Ignisterland, Kuribo und Anna.
gehst von Token. Da mal weiter. Oh, look gesehen mal. Hi, bei dem du, ich weiß nicht, ob nicht, doch, gesagt an der Kamera, du, an du, gesagt dass er dein Ulti aus einfach, weil das aufgezeichnet ist. Da war das mal ein bisschen spannend. Wir haben Brain Control. So viel zu spannend. Spoiler uns einfach schon letzten an, dass die letzte Ulti, die wir noch nicht hatten, Asamina Ilia Sylvia. Dat ass am Funk fir das Amina Deck fir White Forest Deck auch schon den pur von de Commons bzw. Rares gezogen hunn ein Omnigate am Yu-Gi-Oh as ein Kart die seht wat so Effekt aktivers so nech nee an Negaten den Effekt englisch Mechanik die 20 immer ganz viel von Konami gepusht gouf mat verschiedene Karten die der Zeit rausbrüche 2020 per se no Savage Dragon Synchromonster Baron de Fleur Synchromonster die einfach alle go die Faktoren du aktivisen faktisch so nee dann hast halt verhindert bei der Yu-Gi-Oh am ganz stark ass so geht ganz viel Drums Dayboard so abzubauen an der Teil nach ein Ulti da wo wäre man das kann nach besser zu machen die spiele schon mehr Ultis gepult wie bei 17 34 in der 50 für 3 nee am Theorien Kinder 5 Pulle wann immer der 17 Theorie geht so, dann gibt du mal dem einfach ernst so und zwar noch Blue Eyes White Dragon weil das ist schon mal dass die Box mega plus gemacht hat. Guck mal ist die Haien Qualität auch undecker die sieht ganz okay das Sandring den Ass auf der Hai Seite das ziemlich schmul wie den anderen und dann trägt er das aber du das in Stricher bist du gesagt fehlt so ein nie Mint okay kein Mint mehr aber trotzdem 2 Blue as Dragons also das schon besser kann davon nicht laufen doch besser wird wenn man immer Blue Dragons Ultis gepult hatte mit das ja auch mir flott wie ihr Zuschauer wo man ein bisschen Aufwärslung bei den Ultis gesehen schmengen von der Commons und Super Rares müssen man meinen zu Ball alles als gepult und den XC den auch schon ganz oft gezogen wann verschiedene von ihr sich frohen weil die verschiedenen Farbe bedeuten scheint sein ganz kurz in der Kamera weil die verschiedene Farbe bedeuten der tut am Fong der tut auch eine Bedeutung an Yu-Gi-Oh! Yugi besteht aus Monsterkarten, Zauberkarten, Erfahrenkarten. Weil Spiel aber mittlerweile so komplex aus gehen Monsterkarten a ganz viele verschiedene Farben. Wir haben Normalmonsterin, das gesehen wir zum Beispiel beim Blue as White Dragon. Normalmonsterin, das sind ich mal ein bisschen wie Heiner. Das sind Monstren die keinen Effekt haben. Effekte die gesagt sind immer high innen. Das sind Monstren die keinen Effekt haben. Dann haben wir dann Monster Effekt also Monstren dann Effektmonstren so was richtig Effektmonstren aus Dateien die haben einen Effekt und dann haben wir ganz viele verschiedene Sorten Monster Pendulum-Monster von denen du halt kennen an diesem OTS-Packers mit Synchromonstren von denen kennen an diesem OTS-Packers mit Fusionsmonster wie Hai wie du für allem nach ein Ulti die können wir dann leben nach ein Chambers Dragonmates auch die Hai gesagt von der Qualität hier mega gut ist also ich kann so bei den Böll wenn man der Hai Box immer wirklich mega Chance gehabt und dann holt den auch nach XCs Monstren das sind die Haien das soll einfach verschiedenen Beschwörungsmechanismen die bei Yu-Gi-Oh! Hört andere auch nach Linkmonster müssen wir auch und er hat meist die nächste Pack gucken das ist ein von der Super Rares das der Lizard Dose ja das sind auch nach Linkmonstern das sind einfach verschiedene Monsterbeschwörungen die mal Yu-Gi-Oh! Hun Spiel geht immer mehr komplex dafür den auch mehr verschiedene Beschwörungsmechanismen verbrucht bei verschiedenen muss einfach einen gewissen Unzahl Stufen das sind die Sterne Hun bei verschiedenen muss die nämlich Stufe dann sie kann über den Nähe lehren
Bei anderen müssen sie einfach verschiedene Bedingungen erfüllen, dann sie einfach fortlehen. An andere sind am Anfang Monsterkarte, mehr aber auch Zauberkarten. Da klingt als ausstehen, klingt das bisschen verreckt, mehr wann ich bis am Spiel dran ist und das Spiel konkret beim Spiel also nicht gesagt wird, dann sind da auch Sachen, die relativ sehr leert. Mir hun lo 5 Ultis gepult. Ich gi so mir bisschen mehr die tauschen durch. So, beide do sind aber noch das ist einfach ein gutsteck Packs. An Theorie wann jemand der plus 17 rechten geht die könnt mich gerne in die Kommentare verwassen wann falsch sind normal was gibt man da kein Ultimate Zeiten wann jemand der 17 pro 17 Packs pro Ulti geht ich immer gespannt alles was noch 10 was plus vielleicht sehen wir ja nach einen dritten Blue als White Dragon ein zweet also Mina Sylvia ein dritte Dragon Chambermaid ich so bei keiner Karte nee und sie froh für alle Karten kennt. Na machen wir weiter. Mal den Lucius der Shadow Basal. Wenn wir da schon beim Thema Beschwörungen sind, da kann ich noch am Anfang einfach ein bisschen allgemein drüber schwätzen, wieso Yu-Gi-Oh! Match auflebt, für die lo, ganz neu dabei sind, beziehungsweise diese Dateien gucken und ich denke, wie ich Yu-Gi-Oh! Gespielt habe, aber auch nicht so viele Karten. Ne? Das war aber nicht so, wie ich das schon hauptgespielt habe mit meinen Kollegen. Aber das ist so, das Yu-Gi-Oh! Mittlerweile Match an der Teil ist nach ein Ulti, jetzt weiter erzählen. Gucken wir mal, wir haben hier Yellow Martin. Wir haben einen O-Fisch. Und wir haben einen O-Sylvia. Natürlich haben wir schon Sylvia zweimal gezogen. Wir haben Dragon Maid zweimal gezogen. Und wir haben den Blue Eyes zweimal gezogen. Du guckst mal, dass du nicht drücken. Vielleicht kriegen wir da auch nach, ich meine, das Video übrigens gerade Mom Band zu summen op. Vielleicht aus der Band du so fein an den Late als auch nach Sleeves. Weil wir fertig sind beim Opening für sie dran zu machen. Ich kriege sie gewesen zu lange, aber für mich an dann gucken, hilft dann natürlich den Moment. Ja, also ein Yu-Gi-Oh! Match, den dauert 5 Minuten, das ist ein Match Best of 3. Ich den ersten D2 gewinnt, den auch gewonnen. Und den ganzen Anfang wird geguckt mit einem Würfel, wie aufhängt. Normalerweise will ich bei Yu-Gi-Oh! Aufhängen, genau verschiedene Decks, die wollen gerne, dass der Gegner aufhängt. Wir gehen mal einfach davon aus, wir spielen am Deck. Da wollen das aufhängen. Dann wird die gewürfelt, 50 Minuten fängt an und dann geht es. Da fängt immer 5 Karten an. Spiele gegen einen anderen Gegner, also das ist ein 1v1. Und das Ganze ging dann mit 8000 Lebenspunkten fängt mit 2 an. Und da fängt ihn an, es will gerne, die verschiedenen Decks, die wollen gerne so viel Karten dünner lehen, die am besten so, dass die Gegner nicht so Match spielen, wo dann zum Beispiel so Karten leihen, die da so und durch diversen Effekt, nicht bei mir. Es gibt Decks, die wollen gerne über Portier spielen, für das für dann mehr Ressourcen wie die Gegner. Es gibt Decks, die können sogar an dem Tour, wo sie aufhängen können, et fertig bringen zu gewonnen, indem zum Beispiel Lebenspunkt vom Gegner auf 0 machen. Du gehst dann ein groß Variety und Decks. Ich gehe mal dann immer einfach davon aus, dass okay von den komischen Decks spielt, bitte sind einfach so eine Schlu Midrange Deck spielt, wo ich gerne über Portier den anderen will outressourcen. Da möchte ich Lady sind Karten, aktiviert sind Zauberkarten, sind Monster Effekte. Es hat den eventuell auch noch eine Fallenkarte, also ein Trapcard. Dabei sind Trapcards. Du hast Karten, das sind alles Trapcards. Und dann geht den Tour auf. Der Gegner, den hat auch eine Karte gezogen, und dann also den zweiten Tour vom Spiel, und hinterher von ein Karte zählen. Und dann muss sie wobei durch das Board, nein, statt man einfach den Turn 1 Spieler gelöscht wird, durchzuspielen. Hier hat die Möglichkeit, das Board das Field zu brechen, und dann ein Field aufzubauen. Hier hat aber auch die Möglichkeit, für an dem Tour noch zu gewinnen. Gewonnen kann ich an dem nächsten Fall dadurch, dass ein Lebenspunkt vom Gegner von 8000 Punkten auf 0 bringt,
das funktioniert, wann zwei Monster gegen den kämpfen, da wird da geguckt, der Teilmonster, das hat 3000 Angriffspunkten, und der Teilmonster, das hat zum Beispiel 1100 Punkten, du wird die Franz geguckt, das ist ja dann im Moment 1100, und da kriegt den Day von seinen Lebenspunkten aufgezogen, der Page dann nur in dem Moment nach 6100 Lebenspunkten. Sodass dann der Match fertig ist, von den Gegner auf 0 Lebenspunkten aus. Auf verschiedene Fälle kann auch schon echt abgeben, wenn ihr gesagt habt, ich habe wirklich gar keine Chance zu gewinnen, mir das meistens aus dem Match fertig, wenn die Lebenspunkten auf 0 sind. Und dann, wenn dann den ersten Set gewonnen hast, dann kann ich den 14 Karten holen, die in neben seinem normalen Deck dabei hat, und da kann ich siden, der Tisch die Karten aus dem Hauptdeck raus, die vielleicht nicht so gut sind, der Deck vom Gegner, und da möchten auch die 14 Karten dran, die gut sind gegen der Deck vom Gegner. Wenn das gemacht wird, dann darf die verloren, die bin aufhängt, ob die Lava aufhängt, ob die Gegner aufhängt. Und da wird drum gespielt, und da wird geguckt, auf 50 Minuten einen Gewinner zu fangen. Früher war es so, dass wenn an den 50 Minuten kein Gegner da war, dann wird die gewonnen, die die meisten Lebenspunkte hat. Zum Beispiel Spieler A hat den Match gewonnen, Spieler B hat den Match gewonnen, und dann am Game 3 hat Spieler A mehr Lebenspunkte gehabt wie Spieler B, dadurch hat den automatisch gewonnen. Oder Spieler A hat den Match gewonnen, Spieler B hat den Match gewonnen, und dann war fertig, dann go with and draw. Das ist auch für kurzem, für ein paar Minuten, das hat geändert gehen, sodass es nur 50 Minuten muss ein Gewinner gehen, aber wenn es kein Gewinner gibt, da gibt es in dem Moment ein Double Game. Das heißt, die 2 verloren an ihren Tiebreak, Yu-Gi-Oh! Schafft mit dem Schweizer System, ihren Tiebreak, den ist dann in dem Moment halt mehr schlecht. Und da wird geguckt, dem NW, weil ich spielt, normalerweise Locals, die mich gespielt oder Local spielen, du wird geguckt, wie viele Leute dabei sind, zum Beispiel von den Inner 17 aus, da spiele ich 4 Runden, von den Inner 32 aus spiele ich 5 Runden, und dann Link spiele ich 3 Runden, das gibt mit Explosion HC geguckt gehabt, das ist eine mathematische Rechnung, da ist nicht so wichtig. Wenn ihr das seht, okay, ich spiele 4 Runden, da spielt den nur den, von dem die erste Runde gewonnen wird, spiele gegen den, den auch die erste Runde gewonnen hat. Wenn die erste Runde gewonnen wird und die zweite verloren hat, da spiele gegen den, der die erste Runde gewonnen hat, und die zweite verloren hat. Also weiter und so fort. Und dann kommen wir zum Schluss, wann die Local fertig ist, dann war das Pricing. Und die Pricing hat, wie gesagt, da bin ich am Anfang vom Opening auch schon gesagt, der Teil werde ich gerade aufmachen. Du wird dann geguckt, okay, wir haben einen Locals mit 16 Spieler gehabt. Da kriegt den ersten sein Park, was Giffrey kriegt, und da kriegt du zusätzlich noch 3 Packs mehr. Den zweiten kriegt ein E-Pack, den sowieso kriegt, und kriegt 2 Packs mehr. Den dritten kriegt ein E-Pack, den sowieso kriegt, und kriegt E-Pack zusätzlich, und dann ab dem vierten kriegt Giffrey dann E-Pack, sodass wenn ihn 5 Euro Eintritt bezahlt, die einen Local Cash, der kostet überall so, egal auf was für ein Land den ist, und egal auf was für ein Boutique den ist. Wenn ihr 5 Euro Eintritt bezahlt, dann kriegt ihn aber trotzdem ein Pack, dass ihr mit allen in Hand hingeht. Das ist besser so, wie so ein Yu-Gi-Oh! Match funktioniert. Natürlich gibt es noch viel mehr Einzelheiten, mehr, das ist nicht von diesem Video zu erklären. Werden aber nur noch können gucken, also schon für ganz seltene Küste hören, beziehungsweise von dir ist, dass du mehr die 6 Ultis dran sehen. Ich lebe nicht nach drin. Nee, vielleicht bin ich schon positiv überrascht an den letzten. Thomas, erzähl mal nicht ganz sehr. Noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 an den letzten 16. An den letzten 16 Packs. Weil mir auf deine Kamera, die anderen natürlich auch schwierig machen. Guck mal bei den letzten 16 Packs, der Tier dann dem Moment aller fertig Karten, ob du nach ein Ulti dran hast. 16 möglich Chancen auf ein Ulti, Chancen mehr ein, hast natürlich daneben gegangen. Das wäre hier auch viel zu langweilig, weil du direkt an dem echten Pack ein Ulti durchgehst. So. Wenn dir mehr Infos über Yu-Gi-Oh! Gern hat, zum Beispiel, wo kann ich mich ummelden, wie funktioniert das, machen DAX, könnt ihr das ganz gerne in die Kommentare schreiben.
oder die könnt ganz gerne als ein Team Lötburg Discord joinen. Du sind ein paar Leute, die auch nach Yugi spielen. Das sind die Leute, die auch High Openings abgemacht haben und die bei der Kipp sind. Das ist der Ryan, das ist der Erik, das ist der Samuel. Die mir helfen du ganz gerne. Oder wie gesagt, die könnt ganz gerne an einen Yu-Gi-Oh! Boutique Lunch kommen, den Locals organisiert. Zum Beispiel den Mana-Tempel, den Ataylo, der Time-Tournee organisiert, den möchten, am Donnerstag möchten den Locals. Kann aber auch, wenn ihr zum Beispiel am Ausland wohnt, kann sich dann da über dein Konami-App informieren, die ist Neuron. Da steht ja genau, wo bin ich, was für ein Local stattfindet, aber was für ein Boutique, wen sich da ummelden kann. Dafür zeichnet ihr gerne zu melden. Und dann kommen wir hier an den Anspruch, an den letzten Zehntel von unseren Packs. Kalisatos gezogen. Okay. Z-Tank, das sind die Karten, die den Kaiba am Klatsch am Original-Anime, der muss gespielt hat. Einfach neu abgelöscht. Den ZYX Stahlpanzermonster hat ja am Funk schon bald legendär aus für sein Deck aus dann du ein Retrain. Meine so, ja, so nennen. Weil das kann ich doch ganz gern korrigieren. Und dann haben wir halt den Max Metamorph und dann kommen wir auch schon bei Let's Pack. Mal den Sylvia of the Wild Forest. Monster, weil ihn an dem Hain Deck spielt, wo die Don Ulti rippt. Hat dann dem Moment praktisch, dass du da schon Karte bei Nekrit, die kannst du immer spielen. So, zweite Let's Pack. Bin also ein OTS Tournament Pack 28. Und dann kommen wir bei der Let's Pack. Das denke Shane Lewis an Gemäldisch auf. Also wir haben Augmented Heraldry, Picari ad Ignesta und Crystron Token. Wir haben Crystron Token nur gefallen, und wir haben Crystron Token ab. Ich meine, das ist ein super Aufschluss. Da gucken wir uns noch ein paar Dauerbeute mehr genau an. Das ist immer auf den Boden. Also der Teilnahme ist ein Stapel mit Super Rares. Das hier in dem Moment sind das 94 Super Rares. Wir haben muss ich 2 anhören. Nein, also ein Stapel mit 200 Comments. Und dann die Karten, die am interessantesten sind. Wir haben als 2 Ulti Asamina Sylvia. Wir haben als 2 Ultis Chamber Dragonmaid. Und den Highlight vom Video meine ich ganz klar als 2 Blue Eyes White Dragons Ulti, die steckt 80 € kosten dafür beim TG Super Plus den Don aufzumachen. Also für muss Merc wird nur gucken, ich so merci den Mana Tempel für die Organisieren vom Turnier, ich so merci der Game On für die Organisieren vom Event. Und bis zum nächsten Mal. Alle, ciao ciao.